Ich bin Katrin Erni und ich habe heute einen kurzen oder einen langen oder einen interessanten Livestream über Schweizerdeutsch. Also wir wollen zusammen Schweizerdeutsch reden, Schweizerdeutsch plaudern und wir wollen darüber reden, was du gemacht hast. Also wir wollen Verben in der Vergangenheit brauchen. Und wie ihr wisst vielleicht schon, gibt es auf Schweizerdeutsch nur perfekt. Also wir müssen alles im Perfekt sagen. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht, ist der Titel. Und vielleicht fangen wir mit dieser Frage gerade an. Was hast du gestern gemacht? Oh, ich sehe, da sind schon 3 Leute online. Hallo zusammen. Hallo Sami, hallo Olivia. Ähm, Olivia, du hast nicht viel gemacht. Gestern war Freitag, das Wochenende hat schon langsam angefangen. Hast vielleicht einfach am Abend ein bisschen die Ruhe genossen. Ja? Dass du kannst einfach da sitzen und nichts machen und dich ein bisschen erholen von dem Wochenende, von der Arbeitswoche. Ja. Was habt ihr gestern gemacht? Ich hatte gestern eigentlich relativ einen freien Tag gehabt, weil es gibt, glaube ich, noch recht viele Leute, die Winterferien haben. Jetzt habe ich das nicht gelesen und es ist schon weggegangen. Also es tut mir leid, die da geschrieben haben, das ist gerade ein bisschen schnell wieder weg gewesen. Ich hatte gestern nur eine Lektion gehabt. Ich habe gestern gearbeitet, aber nicht so viele Lektionen gehabt, weil ich glaube, viele Zürcher haben noch Winterferien. Ja? Wie ist das bei euch? Habt ihr auch Winterferien gehabt? Genau, gestern war Freitag. Mhm. Hallo Emil. Die Schweiz ist das schönste Land der Welt. Ich habe noch nicht alle Länder gesehen, aber die Schweiz ist sicher ein schönes Land mit den Bergen, mit den Alpen. Vielleicht bist du gestern oder heute ein bisschen draussen gewesen. Vielleicht bist du Velofahren oder du bist ein bisschen laufen. Oder was hast du gemacht heute? Ich war heute am Morgen im Wald, Nordic Walking machen. Olivia, du bist auch draussen und ich habe die Sonne genossen. Es hat wirklich schon so eine warme Frühlingssonne, obwohl ich habe immer sehr schnell kalte Hände und ich habe am Anfang noch ein bisschen sehr kalte Hände gehabt, aber mit der Zeit sind meine Hände auch warm geworden und wir sind etwa eine Stunde laufen mit den Stecken, also Nordic Walking haben wir gemacht. Also, Olivia ist eine Wundernase. Ja, sie fragte Emil, ob du ob du in der Schweiz wohnst. Ja? Und Sami, vielleicht wohnst du auch in der Schweiz. Wohin gehst du? In den Wald oder in die Berge oder an den See? Wenn du Freizeit hast, wie jetzt am Wochenende zum Beispiel, was machst du oder was hast du das letzte Wochenende gemacht? Das letzte Wochenende, ich muss, ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Wochenende gemacht habe. Das ist interessant gewesen. Emil, du kommst aus der Schweiz, ja? Und du kommst aus der Slowakei. Und du lebst in der Schweiz, aber Schaller ist sehr ein schweizerischer Name. Also ich hatte einen Lehrer, der hat Schaller geheissen. Zum Nachnamen hat er Schaller geheissen. Den Vornamen habe ich vergessen. Aber der Herr Schaller war unser Lehrer. Ja, und was habt ihr das letzte Wochenende gemacht? Mögt ihr euch noch daran erinnern? Ja. Olivia, du bist letzte Wochenende in den Bergen.
das letzte Wochenende ist es schon recht schön gewesen, glaube ich, ja. Und ich war das letzte Wochenende im Garten gewesen. Ich habe noch Topinambur im Garten und ich habe den Topinambur ausgegraben. Also ich habe Stechgabeln genommen und in der Erde die Wurzeln ausgegraben und einen ganzen Kessel davon heimgenommen, also aufgenommen zum Kochen. Slowakei, das ist ein schönes Land. Auch. Wir sind auch schon durch die Slowakei gefahren und haben in einem Bed and Breakfast gewohnt. Genau, deine Verwandten sind auch Schweizer gewesen. Dann bist du vielleicht schon als Kind in die Schweiz in die Ferien. Wir haben einmal bei einem Bed and Breakfast gewohnt. Also nein, so bei einer Frau daheim privat. Und sie hat uns gelehrt, dass auf Slowakisch Bützli Hube heissen. Also wir haben dort, das ist, glaube ich, das einzige Wort, das ich mich noch erinnere. Das slowakische Wort, das heißt Hube, Bützli. Ja, vielleicht kannst du das bestätigen, Emil. Und Sami, woher kommst du und wo wohnst du? Pflege ist eine schwierige Arbeit. Ja. Krankenpfleger oder Krankenpflegerin, das ist relativ ein strenger Beruf, relativ physisch, oder? Du musst den Patienten helfen aufstehen und sich anziehen oder so. Und manchmal sind sie sehr krank und haben nicht mehr so viel Kraft. Ja. Du hast in Basel gearbeitet. Das ist eine schöne Stadt, genau. Und in Basel ist Fasnacht. Also in Luzern war schon Fasnacht gsi. Jetzt war Aschermittwoch und es ist Fastenzeit. Aber in Basel ist am Montag der Morgenstreich, also übermorgen am Morgen ist der Morgenstreich, der Fasnachtsumzug, der am Morgen am 4 Uhr startet. Münstern. Das Basler Münster meinst du vielleicht? Das ist schön, das Basler Münster. Mhm. Wir sind schon zu Basel im Zoo und wir sind zu Basel, das habe ich schöne Erinnerungen an Basel. Ich bin mit meinen Kindern und mit meinem Bruder Lion King schauen, das Musical Lion King. Genau, Olivia, wenn du vielleicht Zeit hast und kannst frei nehmen am Montag am Morgen, ich glaube, in Basel sollte es den Morgenstreich geben. So viel ich weiss, haben sie den nicht abgesagt. Also das ist so in der Nacht, wenn es noch dunkel ist, so ein Laternenumzug. Aber letztes Jahr hat es das nicht gegeben, weil wegen Covid. Das ist schon 2 oder 3 Jahre her, seit sie das letzte Mal gemacht haben. Ja. Also, das ist jetzt noch nicht vorbei, das kommt erst. Also, die Fasnacht zu Luzern ist vorbei. Die haben letzten Montagmorgen Rosenmontag gehabt, so sagt man dem, glaube ich. Und der Fasnachtsdienstag und so. Oder am Donnerstag war der schmutzige Donnerstag. Das ist der Donnerstag vor der Fastenzeit, wo man noch sehr viele fettige Sachen isst, so Berliner isst. Also wir haben auch viel Berliner gegessen oder es gibt auch so Knäublätze, so Fasnachtsbrötchen. Die Schweiz ist immer deine grosse Liebe, Emil. Ja. Mhm. Wir haben die Schweiz auch sehr gern und die Schweizer und auch die Leute, die in der Schweiz wohnen. Wir haben immer schöne Begegnungen, schöne Treffen mit den Leuten in der Schweiz. Ob es Schweizer sind oder ob sie von jemand anders sind. Ja. Also die Frage ist, was hast du gestern gemacht? Das ist so ein bisschen eine Frage, die zu unserer Geschichte passt. Am Montagabend, am 8. in unserem Schweizerdeutschkurs, haben wir eine neue Geschichte. Du kannst den Link unten drücken und sehen, um was es etwa geht. In dieser Geschichte, das ist eine Geschichte, wo
jemand bei der Polizei ist und über Raubüberfall erzählen. Also er muss erzählen, was passiert ist. Was ist passiert? Eins nach dem anderen, zuerst und dann nachher später. Was hat er gemacht? Was hat er gesehen? Wie hat der Räuber oder der Dieb ausgesehen? Was hat er angehabt? Was für Kleider hat er angehabt? Und das muss man alles erzählen, auf Schweizerdeutsch, und zwar in der Vergangenheit. Olivia, du hast gestern auch gerade Schweizerdeutsch gelernt. Du tust regelmässig Schweizerdeutsch lernen. Ja, das Leben in der Schweiz ist sehr wunderschön, aber es ist auch sehr teuer. Emil, du hast geschrieben, du hast einmal zu Basel gearbeitet und jetzt bist du nicht mehr in der Schweiz. Olivia, du findest die Geschichten immer lustig. Ja, ich denke, sie regen zu viel Fantasie an, die Geschichten. Also, wir haben schöne Bilder, wir haben einen guten Grafiker und er hat die Zeichnungen gemacht, auch die 4 letzten Zeichnungen mit dem Polizeiposten und mit der Tat, die da ist passiert wurde, dass jemand versucht, einer jungen Frau ihr Täschchen aus der Hand zu reissen. Die Frage ist das ein Diebstahl gewesen, oder ist das ein Raubüberfall gewesen? Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Diebstahl und einem Raubüberfall? Studieren mit Stories. Ja, Lehren mit Geschichten ist immer sehr gut. Ja, was ist der Unterschied zwischen einem Diebstahl und einem Raubüberfall? Bei dieser Geschichte bin ich gar nicht sicher gewesen, was ich jetzt schreiben soll. Ja, kennt ihr den Unterschied? Auf Englisch ist es zwischen einem Dieb, Thief, und einem Räuber, Robber. Was ist der Unterschied? Ich bin manchmal selber nicht ganz sicher, aber ich habe gelesen, dass wenn Gewalt dabei ist, wenn jemand mit Gewalt etwas nimmt, den anderen weh macht zum Beispiel, oder Pistole hat oder ein Messer hat oder irgendeine andere Waffe hat und Menschen bedroht, den Menschen Angst macht, den Menschen weh macht, sie schlägt, dann ist es eher Raub. Dann ist es Raub. Und sonst ein Dieb, das ist zum Beispiel ein Ladendieb, der im Versteckten etwas wegnimmt und nicht so auf der offenen Straße mit Gewalt. Ja, Olivia, es ist besser, wenn du nicht so viel Erfahrung hast mit Kriminellen. Das ist ja ganz gut, wenn du nicht so viel Erfahrung hast mit kriminellen Leuten. Wenn du nicht auf den Polizeiposten musst gehen und wenn du nicht musst einfach irgendjemanden anzeigen oder eben Zeuge sein, wenn du etwas siehst, eine Tat, wenn etwas passiert ist vor deinen Augen und du musst der Polizei erzählen, was ist passiert, dann bist du ein Zeuge. Oder noch schlimmer, wenn du ein Opfer bist, wenn du der bist, der bestohlen wird, wenn du der bist, der angegriffen wird, ja, dann ist das nicht so lustig, oder? Ist besser, du hast keine Erfahrung mit Kriminellen. Ja, also, was ist gestern passiert? Vielleicht sind noch Leute neu dazugekommen. Ihr könnt auch noch schreiben, was hast du gestern gemacht oder was hast du das letzte Wochenende gemacht? Auf Schweizerdeutsch gibt es auch viele unregelmäßige Verben, wie auf Hochdeutsch, ist sehr ähnlich. Also zum Beispiel hat in dem Geschichtli, das wir morgen haben, hat zum Beispiel der Räuber oder der Dieb, wie man es jetzt nimmt, der hat eine junge Frau geschlagen. Ja? Der hat eine junge Frau geschlagen und
sie hat um Hilfe gerufen und ihr könnt mir auch noch sonst schreiben, was kann noch passieren. Habt ihr auch schon einmal müssen auf die Polizeiposten gehen und bei der Polizei einfach jemanden anzeigen oder Bericht geben oder erzählen, was passiert ist. Ich bin zum Beispiel erst bei der Polizei gewesen, wenn mir Velos sind gestohlen wurden. Mir sind schon 2 Velos gestohlen worden, ja. Und dann muss ich amigs auf eine Polizeiposten gehen. Zum Glück ist dir noch nichts passiert. Also. Und Olivia, du hast gestern gelesen. Lesen ist eine gute Sache, ja. Lesen ist sehr interessant, ja. Man kann in andere Welten eintauchen oder man kann Nachrichten lesen, was passiert. Man kann andere Kulturen kennenlernen. Ich tue auch sehr gerne lesen oder hören. Texte hören, Hörbücher hören oder so. Also ich habe gestern ein Interview gehört in einem Podcast. Ich habe gestern ein Interview gehört. Also hören oder lesen mit den Augen. Einen Text lesen. Ja, oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch meinen Podcast hören. Ich habe einen Podcast auf Swiss German Online. Also der Podcast heisst Swiss German Online. Olivia, du liest manchmal auch deutsche Bücher und deutsche Texte. Das ist super, das ist gut zum die Sprache üben und lernen. Ist es noch schwierig? Sehr wahrscheinlich bist du noch ein bisschen langsamer, wenn du Deutsch lesen, als wenn du in deiner Muttersprache kannst lesen. In der Muttersprache geht es meistens schneller. Das geht mir auf jeden Fall so. Ich habe schon lange nicht mehr Französisch gelesen. Ich muss wieder einmal etwas auf Französisch lesen, dass ich es nicht ganz vergesse. Ja, Emil, schön bist du da gewesen. Ich wünsche dir auch einen ganz schönen Abend und ein schönes Wochenende noch, schönen Sonntagmorgen. Und genau, jetzt bin ich gerade beim Lesen gewesen. Was lesen ihr? Was habt ihr gelesen? Manchmal kann man auch mit Freunden oder Arbeitskollegen darüber reden, was man gelesen hat. Zum Beispiel, oh, hast du schon gelesen in der Zeitung, das und das ist wieder passiert? Oder hast du das Buch schon gelesen? Das ist ein interessantes Buch. Welches Buch hast du gelesen, wo zum Beispiel das beste Buch war, das du gelesen hast? Du lesest 20 Minuten. Genau, Emil, die Schweiz hat 26 Kantone und davon sind einige so noch Hauptkantone, wie so Basel-Land und Basel-Stadt oder Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden und Obwalden und Nidwalden. Also wir haben sie sind zusammen 3 Kantone und sind 6 Hauptkantone. Genau, das war ein bisschen Landeskunde. Okay, dann ich möchte euch nicht weiter den Samstagabend wegnehmen. Oder genau, Basel ist auch ein Hauptkanton, Basel-Land und Basel-Stadt, Emil. Ich möchte euch noch einen schönen Samstagabend wünschen und euch einladen für einen Montagabend für unseren Livestream. Am Livestream tun wir eben die Geschichte anschauen, die Geschichte zusammenlesen, die wir hier haben. Ihr könnt im Link unten schauen, was das für eine Geschichte ist. Und ihr könnt euch einschreiben. 1 Monat habt ihr gratis und könnt ihr mal schauen, wie das ist, ob es euch interessiert, ob ihr so gern und gut mit uns Schweizerdeutsch reden könnt. Ja, das wäre es alles für heute. Bitte, Emil, ich wünsche dir auch ganz einen schönen Abend. Schön, bist du da gewesen. Danke, Olivia, auch für deine Kommentare. Und Sami, ich wünsche dir auch einen schönen Abend noch. Tschüss und allen anderen. Ganz ein schönes Wochenende.
Macht es gut, bleibt gesund und munter, voller Hoffnung und geniesst eure Familie, eure Freunde, eure Beziehungen. Heute ist nicht mehr alles so selbstverständlich. Ja, also ich wünsche euch alles Gute. Tschüss zusammen.